Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie «Der Kolosserbrief». Eine Bibelserie, wo wir uns gemeinsam als ganze Kirche über die nächsten 3 Wochen werden drin begeben. Miteinander eintauchen in den Brief von Paulus an Kolosser. Und ich kann euch eins sagen, ich bin begeistert von dem Brief. Er hat mich gepackt, mein Herz ist ergriffen und ich freue mich riesig auf diese Predigt und auf das, was dann kommt über die nächsten Sündigen. Es ist ein Brief mit theologischem Tiefgang und gleichzeitig keine Angst, wenn du sagst, wow, das Theologische ist nicht für mich, mit ganz viel Alltagsrelevanz. Also für beide hat es etwas und ich glaube, es ist die Balance, die es auch braucht, wo eben im Leben als Christ drin ist. Das, was dahinter steckt und das, was sich dann auslebt im Alltag. Und ich freue mich darum, euch mitzunehmen in den Brief und wir haben gedacht, damit wir als Kirche gemeinsam drin unterwegs sein können, machen wir wieder mal einen Bibelleseplan. Und so werdet ihr jetzt einen Einblender sehen und selbstverständlich auf der Webpage über unsere Agenda auf die Seite kommen, wo ihr könnt den Bibelleseplan herunterladen könnt. Einerseits als PDF, wenn du der bist, der lieber ausdruckt, die Bibel leitet, oder sonst habe ich eine Premiere zu verkünden. Wir haben nämlich das erste Mal in der Geschichte der GVC Winterthur einen Bibelleseplan auf der weltweit bekannten App YouVersion. Und du findest den Link auch auf unserer Seite, wo du da eingeblendet siehst, wo du einfach kannst in dieser App auf den Plan starten und über die nächsten 3 Wochen im Kolosserbrief mitlesen. Noch ein kleiner Geheimtipp, als Small Groups kann man das zusammen machen auf dieser App. Man kann das nämlich miteinander teilen und dann zusammen lesen. Und dann gibt es noch weitere Ziele zu den Andachtsgedanken dazu, gibt es dann noch Ziele, wo man darüber austauschen kann. Einfach so als eine Idee, wenn du Small Group Leiter bist und sagst, hey, das wäre noch etwas Cooles, dann macht doch das miteinander. Das Ziel von dem Plan soll sein, das zu vertiefen, was wir hören. Aber auch vor allem selber mit dem Wort von Gott dran sein, das an uns wirken zu lassen, das in den Alltag zu Wir haben so ganz praktische Gedanken zu jedem Tag dazu hinzugefügt. Es soll eine Stärkung sein für dich. Und ich sage dir eins, er ist kurz, er ist einfach verfügbar, er macht es, dass wir als gesamte Kirche gemeinsam unterwegs sind. Und ich garantiere dir, wenn du nicht ein Vielleser bist, ich habe selber diese Portionen gemacht. Sie sind im Fall mega easy. Du magst das locker. Es wird mehr von euch haben, sagen, ja, ein bisschen mehr hätte ich schon noch können. Dann findest du genug Inhalt, um noch dich drin zu vertiefen. Aber er ist so gemacht, dass jeder mitkommt. Ich freue mich. Der Kolosserbrief. Der Paulus schreibt den Brief an Christen in Kolossä. Er ist kurz, 4 Kapitel lang. Und Kolossä, das war eine Stadt, eine eher kleine und unbedeutende Stadt, muss ich da dabei sagen, im sogenannten Lykostal. Das ist, damals hat die Region Kleinasien geheissen, heute ist das Türkei. Man findet, wenn man auf Google Maps eingibt, den Ort auch noch. Dort hat es wohl auch gewisse alte Bauten. Ich weiss gar nicht, ob auch noch eine Siedlung jetzt dort ist aktuell. Und Kolossä war nicht sehr berühmt. Es hat grössere und berühmtere Städte in der Umgebung gegeben. Eine viel bekanntere Stadt ist Ephesus. Und dann viel näher an Kolossä sind 2 Städte, Laodicea und Hierapolis. Der Brief war dafür gedacht, zuerst in Kolossä gelesen zu werden, aber dann auch in Laodicea und in Hierapolis. Und Kirche, damals, die ist in gesellschaftlichen Spannungen gestanden. Und zwar ist das daher gekommen, dass da verschiedene Kulturen herum sind. Also wir befinden uns in der heutigen Türkei, aber damals war die griechische Kultur vorherrschend gewesen. Da sind die Juden dazugekommen, die verstreut worden sind. Da hat es Römer gehabt. Und das war ein Mischmasch von Kulturen und auch von Religionen, von religiösen Strömungen, von vielen Meinungen. Und ich würde sagen, zumindest das verbindet Kolosser mit uns heute. Auch wir kennen das. Eine Zeit von grosser Meinungsmache, eine Zeit von einer Vielfalt an Philosophien, Religionen und Kulturen. Der Paulus, nimmt man an, war zu der Zeit der Verfassung im Gefängnis gewesen, wohl in Rom, und er scheint selber noch nie in Kolossä gewesen zu sein. Also er schreibt an Leute, die er möglicherweise die einen schon gesehen hat, aber nicht in Kolossä. Er war noch nie da gewesen, und alles, was man von ihm weiss, alles, was er von ihnen weiss, weiss er durch einen Mann namens Epaphras. Epaphras, eine unbekannte Person. Und weil im Kolosserbrief ganz viele so weitere Namen noch genannt werden, wie das so ist in einem Brief, wenn noch Leute erwähnt werden, haben wir gedacht, in dieser Serie tun wir an jedem Sonntag euch einen kurzen Steckbrief zeigen von einer von diesen Personen, die noch genannt werden im Kolosserbrief, einfach damit wir noch so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben. Und so haben wir gedacht, heute passt das am besten mit dem Epaphras, weil der an Paulus alles erzählt hat von diesen Kolosser. Und so sage ich eins, film ab mit dem Steckbrief vom Epaphras.
Wir befinden uns in den 70er Jahren des 1. Jahrhunderts. Paulus befindet sich im Gefängnis. Er schreibt einen Brief an die Christen in Kolossä. Mit Paulus im Gefängnis befindet sich ein Mann namens Epaphras. Viel weiß man nicht über ihn. Jedoch erfahren wir im Brief, dass er die Menschen in Kolossä zu Christus geführt hat und die Gemeinde dort mitgründete. Auch aus dem Gefängnis unterlässt er es nicht, für die Kolosser leidenschaftlich zu beten. Genau solche Menschen gebraucht Gott. Er hat durch Epaphras etwas ins Rollen gebracht. Sein großes Momentum in der Gemeinde der Kolosser. Ja, viel weiss man nicht über ihn, über den Epaphras. Er berichtet dem Paulus als Mitgefangener von dieser Kirche und wie es ihnen geht. Und er hat nur eine kurze Erwähnung im Neuen Testament. Aber er scheint die Gemeinde mitgegründet zu haben. Und was in diesen wenigen Sätzen über ihn rauskommt, ist, dass er Menschen geliebt hat. Dass er anscheinend vernetzt war, ein Connector. Und ich sage dir eins, wenn du Leidenschaft hast und Liebe für Gott, Leidenschaft auch für andere Menschen, dann kann Gott dich brauchen für sein Momentum. Genauso wie der Epaphras. Eine Randfigur, die aber viel bewegt hat in dem Lykostal und rundherum. Gott braucht das Unscheinbare und das Kleine. Das ruft uns der Kolosserbrief zu, wie der Epaphras, aber auch eine Gemeinde in Kolossä, die eigentlich eine unbedeutende Stadt war, aber auch durch die Bibel und durch ihre Erwähnung darin zu Weltraum gelangt ist. Darum denk nie zu wenig von dir selber. Leidenschaft für Menschen, Liebe zu Gott, hey, das langt, um eine grosse Geschichte zu schreiben. Kolossä war umgeben von verschiedenen Spannungen gesellschaftlicher und religiöser Natur. Ich habe euch das schon erwähnt und ich werde noch 2, 3 weitere Gedanken dazu verwenden. Man redet davon, dass dort Irrlehrer herum waren. Man liest das aus dem Brief heraus, das werdet ihr entdecken. Da hat es unterschiedliche Lehren und Philosophien gegeben. Und der Paulus adressiert die. Man geht davon aus, dass sich dabei um vorgnostische Strömungen gehandelt hat. Jetzt, was ist das? Gnosis ist ein grosses Wort, es steht für Erkenntnis und die Lehre von der Gnosis, die ist vor allem dann ein bisschen später zu ihrer Hochblüte gekommen, aber in dem 1. Jahrhundert nach Christus sind das wohl so Vorläufer davon gewesen. Es sind Lehren gewesen, die vieles vermischt haben. Nämlich Jüdisches, Griechisches und auch das Christentum, der Jesus drin genommen haben. Und es gibt eigentlich gar nicht so richtig eine Lehre von der Gnosis, sondern es hat ganz verschiedene Strömungen gegeben. Etwas, was sie ausgemacht hat, ist, dass sie unter anderem gesagt hat, hey, zwischen Gott und einem Mensch gibt es verschiedene Mittelsfiguren. Das ist nicht nur irgendwie der Jesus, sondern da gibt es noch vieles anderes. Engelsfiguren, andere göttliche Wesen, die manchmal da drin nie geschoben werden. Über Gnosis können wir 3 Stunden referieren, für das haben wir da Zeit nicht. Aber dass wir uns bewusst sind, so Meinungen, so Sachen sind umgeboten worden, damals nicht auf YouTube oder auf Social Media, sondern wohl Mund zu Mund. Man hat gehört davon, man hat darüber geredet, man hat Menschen gehört, die über das geredet haben. Und das war auch in Kolossä der Fall gewesen. Wir steigen gemeinsam in den Brief. Und in den ersten paar Versen startete Paulus wie immer in seinen Briefen mit einer Einleitung, mit Grußwort, mit einem Dank und mit Gebet. Und in dem Moment macht er schon einen rechten Fokus. Er betet leidenschaftlich für die Kolosser und was rauskommt, ist, er ist dankbar für sie. Er freut sich über das, was bei ihnen geschieht in der Gemeinde. Ich hoffe, der Paulus würde auch für uns so beten. Das wäre schön. Er dankt, dass sie Christus erkannt haben. Er richtet Grüße an sie und dann betet er zu Gott. Und er preist Gott. Und was spannend ist, in dem Gebet macht er schon so erste Randnotizen zu dem, was dann im Brief nachher kommt. Wir werden dann im Brief drin nie tauchen, darum übergumpen wir das jetzt einfach. Aber wir werden sehen, er spricht schon dort Sachen an, die nachher wieder aufgegriffen werden. Der Paulus betet und fordert auch Kolosser auf zu beten. Und ich habe das cool gefunden. Anscheinend ist die christliche Gemeinschaft eine Gemeinschaft vom Gebet. Und sogar im schriftlichen kommunizieren miteinander, beten sie miteinander. Und ich habe mir überlegt, wie kann das uns inspirieren? Hey, wo darf das Gebet uns noch mehr prägen, auch im gemeinsamen Unterwegssein? Einfach so ein Randgedanke. Und dann schreiten wir ein bisschen weiter fort in dem ersten Kapitel und wir kommen zu einem ersten riesigen Höhepunkt. Wir befinden uns jetzt im Vers 15 vom Kolosserbrief, 1. Kapitel. Und der Paulus setzt in diesen Zielen zu einem ersten Höhepunkt an. Es ist ein Hymnus, den er da schreibt. Ein Gedicht. Und man könnte
sagen, ich meine, man weiss, der Paulus war ein gewandter Schreiber, aber man könnte sagen, er ist wohl ein Slam-Poet vom 1. Jahrhundert gewesen. Es ist so kunstvoll, was er da wiedergibt. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, ein Teil von dem muss er kopiert haben, weil das ist so gewaltig. Das ist wohl schon bestanden, ein Gedicht, ein Vers über Christus. Und der ist so kunstvoll und so theologisch, da muss er ein bisschen abgekupfert haben. Und dann so in seine Form gebracht. Wir wissen das nicht. Auf jeden Fall ist es absolut ergriffen. Und so lade ich euch ein, wir tauchen gemeinsam selber in das Kunstwerk ein. Ein Gedicht aus dem 1. Jahrhundert. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allen anderen. Und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Ein Gedicht aus dem 1. Jahrhundert, ein Christus-Hymnus, wunderbar, kraftvoll, gewaltige Worte. Da drin stehen Sachen, die kann man fast nicht erfassen. Es heisst, Christus ist vor allem gewesen. Er ist in allem. Durch ihn ist alles und alles vollendet sich in ihm. Das heisst, er steht über allem. Und der Paulus sagt, ihm gehört der erste Platz. Christus ist das Haupt. Im Bild vom Körper und vom Mensch gesprochen. Er ist das Haupt. Das, was alles steuert. Das, was wahrnimmt und wiedergibt. Und die Gemeinde ist sein Leib. Die Gemeinde ist der Körper. Gott lebt in der ganzen Fülle in Christus. Ja, er geht noch weiter, er sagt sogar, und das hat Sprengpotenzial gehabt damals, Christus ist Gott. Und jetzt müssen wir uns wieder in Erinnerung haben, dass der Paulus das schreibt, in einer Situation, wo wohl in der Gemeinde auch einige andere Meinungen umgeboten worden sind. Meinungen, die gesagt haben, ja, weisst, Christus langt vielleicht nicht ganz, da hat es noch anderes, was es braucht. Ja, weisst, nur Gott ist Gott, aber Christus nicht. Da hat es so viele verschiedene Meinungen gegeben. Leute, die auch laut halt sich stark gemacht haben. Und der Paulus antwortet mit dem kunstvollen Gedicht, kraftvoll, ruft er das ihnen zu. Christus gehört der erste Platz. Gott lebt in der ganzen Fülle in ihm. Christus ist Gott und folglich, Christus ist genug. Christus ist genug, ihr müsst nichts anderes haben. Christus bietet den direkten Zugang zu Gott, weil ihr als Kirche sind sein Lieb, ihr seid verbunden mit ihm. Es ist ein guter Moment, um uns eine Frage zu stellen. Ist Christus genug für dich und für mich? Die Botschaft gilt heute noch. Christus ist genug. Christus ist alles. Christus ist Gott. Christus ist vor allem gewesen. Christus steht weit über allem. Christus ist in allem. Christus schafft alles. Christus wird am Ende alles sein. Alles wird sich in ihm vollenden. Hey, wenn die Erde ein bisschen erschüttert wird. Was ist das schon? Christus ist genug. Wo haben wir uns von ihr Lehre einlullen lassen? Wo suchen wir Erlösung in anderem als in Christus? Wo haben wir das Gefühl, so ein bisschen Esoterik könnte vielleicht doch noch helfen? Wo haben wir das Gefühl, übertriebene Verherrlichung von geistlichen Leitern können uns helfen? Und manchmal zeigt sich das ganz einfach, dass wir das Gefühl haben, wir können die Bibel nicht selber lesen, wir müssen alles hören. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen keine Abstufung. Wir haben genug an Christus. Wo haben wir das Gefühl, andere Menschen können uns genügen, genug geben, können uns erfüllen? Wo haben wir das Gefühl, Materielles kann uns erfüllen? Wo hast du das Gefühl, dein persönliches Schaffen und Tun und Krampfen kann dich erfüllen?
kann dir genug geben, kann dir Versorgung geben? Wo hast du das Gefühl, dein persönlicher Kampf gegen die aktuellen Strömungen und was gerade so vorgeht, kann genügen? Christus ist genug. Was für eine gewaltige Botschaft. Christus ist genug. Er steht über allem. Und dann das Bild, dass er das Haupt ist. Und wir sind lieb als Gemeinde. Eine unglaubliche Vorstellung. Wir gehören zu ihm und wir sind verbunden mit ihm. Und dann geht der Paulus weiter. Und nach dem Statement wiederholt er sich so in einem gewissen Maß in den Versen 21 bis 22. Aber was ihm dort wichtig ist zu sagen ist, ja, ihr habt schon recht, die Irrlehre verkünden. Es gibt Unterschied zwischen göttlich und nicht göttlich. Und dann sagt er, ihr alle, ihr seid Feinde von Gott. Ihr seid schlechte Menschen, böse Menschen. Und ich sage das im Fall auch zu mir. Ich bin der Dani, ich bin nicht Christus. Ich bin der Dani, wenn ich bin. Und wenn ich an die letzte Woche denke, auch wenn es die Woche nach Ostern war, hey, da gibt es einiges, was ich hätte besser machen können. Einiges, wo ich mein Maul nicht im Griff hatte. Einiges, wo mein Egoismus durchgedrückt ist. Ja, ich bin ein Feind von Gott. Das ist seine. Ich bin nicht göttlich. Und dann sagt er aber auch im Vers 22, aber Jesus hat am Kreuz uns erlöst und versöhnt mit Gott, so dass wir jetzt Zugang haben zu ihm, verbunden sind und er eben der Kopf ist und wir sind lieb. Und jetzt stell dir das vor, ich meine, Christus ist das ultimative Haupt der Gemeinde. Und ja, vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du bist so ein bisschen der kleine Finger an der linken Hand, oder? Und wenn du ein Rechtshänder bist, an der rechten. Es ist kümmerlich, ja. Der kleine Zehe ist noch schlimmer. Ich kann den kaum mehr beugen. Aber du bist Teil von dem. Und das sind so die zwei Seiten. Und der Paulus greift das bewusst auf, weil er sagt, ja, natürlich, ihr seid im Fall auch so gewesen, ihr seid Feinde von Gott gewesen, ihr seid nicht göttlich gewesen. Aber jetzt sind ihr Teil von ihm. Und dann sagt er, Folgendes ist darum wichtig, setzt Glauben und Hoffnung in diese Botschaft. Ich werde den Vers lesen, Vers 23. Die zwei Sachen stechen raus. Wichtig ist, dass ihr euch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Also, bleibt im Glauben und lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht von der Erde, auch nicht Corona, soll euch die Hoffnung rauben, die Gott durch seine rettende Botschaft euch geschenkt hat. Als Slam-Poet zusammengefasst, bleib im Glauben und lass dir die Hoffnung nicht rauben. Das ist wichtig. Der Paulus ruft dir das zu. Was für ein Ruf in die heutige Zeit. Auch wenn du mal Feind bist von Gott, du bist jetzt verbunden mit ihm, darum bleib im Glauben und lass dir die Hoffnung nicht rauben. Und dann geht es noch weiter, das Kapitel 1, und es steigert sich zu einem weiteren Höhepunkt. Der Paulus kommt nicht aus dem Schwärmen raus, die Botschaft, die hat ihn so bewegt. Und er doppelt nach, indem er das ausdrückt und sagt, bei dieser Erkenntnis handelt es sich um das grösste Geheimnis. Ein Mysterium, sagt uns der griechische Text. Das ist verborgen und du kommst es eben nur mit der Erkenntnis über. Gnosis. Mit der Erkenntnis, aber mit der wahren Erkenntnis. Du kommst es nur mit der Erkenntnis über. Glaube und Hoffnung in die erlösende Botschaft bedeutet, dass wir das grösste Geheimnis kennen. Und in den Versen 26 bis 27 leitet er dann das ein. Er sagt, ihr habt erfahren, was von Anfang an von der Welt, ja für die gesamte Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, wo jetzt allen Christen, allen Glaubenden enthüllt ist. Und es geht dabei um ein unbegreifliches Wunder, wo Gott für alle Menschen auf dieser Erde, bereithält. Vers 27, zweiter Teil. Ihr, die ihr jetzt zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Glaube und Hoffnung macht etwas, was ich nicht erklären kann auf dieser Bühne. Also wir haben die Gemeinde, wir haben Christus. Überragend. Christus ist das Haupt. Und du bist so der kleine Zehe am linken Fuß, der sich kaum bewegen kann. Kümmerliches Bild. Und dann passiert etwas. Ein Change, ein Switch. Und der Paulus sagt, das grösste Geheimnis ist das. Christus lebt in dir. Christus lebt in dir. Also plötzlich stehe ich da als Dani und du als Kathi, als Peter, als Hans, als Miriam, als weiss auch nicht wer. Aber weißt du was? Christus lebt in dir. Da sieht man vielleicht noch Äußerliches von dir, aber Christus lebt in dir. Du bist erfüllt von Christus, weil du verbunden bist mit ihm. Er ist ganz in dir. Christus lebt in euch. Die Verbundenheit ist unglaublich. Das sprengt unser Denken. Zuerst so ein kümmerliches, kleines Zeheli an dem gesamten Bild, aber jetzt Christus in dir.
wenn du Glauben hast in die Botschaft vom Kreuz. Und dann geht es weiter und der Paulus sagt im Vers 28, die Verbindung, das unglaubliche Geheimnis von dieser Verbindung, das löst etwas aus. Und er sagt, der Christus, der verkündet mir, der in euch ist, der ganz Gott ist, aber in euch wohnt. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Also wir haben am Anfang ein Gedicht von einem überwältigenden Jesus. Ein Gedicht von einem überwältigenden Jesus. Dann haben wir den Aufruf zu Hoffnung und Glauben. Und dann haben wir eine Frucht, die daraus entsteht, aus dieser Verbindung. Und die Frucht heisst geistliche Reife und Mündigkeit. Und das ist das Ziel von deinem und meinem Leben, dass wir reifen und mündig werden. Der Text hat Sprengpotenzial. Wenn Christus in dir lebt und in mir lebt, dann werden wir reifen aus der Verbindung mit ihm. Und darum ist meine Einladung am heutigen Morgen, eine Standortbestimmung zu machen. Wie steht es um das? Egal, ob du heute zum ersten Mal von dem überwältigenden Christus hörst oder heute zum 800.000. Mal, weil du schon so viele Jahre im Glauben bist. Wie steht es um deine Verbindung mit Christus? Wie steht es um deinen Prozess in dem? Und die erste Frage ist darum, die ich dir stellen will. Lebt Christus in dir? Das ist die Frage danach, hast du jemals Glauben in diese Botschaft hineingesetzt? Hast du gesagt, ich will das glauben? Ich will dir, Jesus, vertrauen. Ich will dein Geschenk vom Kreuz annehmen. Und ich will dich heute einladen, wenn du das noch nie gemacht hast, dass du das machst. Wenn du spürst, es ruft dich. Wenn du spürst, Jesus ruft dich. Wenn du spürst, die Texte rufen dich. Dann mach das. Setz Glauben in die Botschaft. Lass dich einladen. Und wend dich ein zu Christus. Sag ihm das. Lass ihn ein, dass er Teil wird von deinem Leben. Lass ihn ein und sag ihm, ja, ich bin ein Feind von Gott, weil das, was ich tue, ist boshaft. Aber du, Jesus, bist genug. Du hast mich erlöst. Und ich weiss nicht, wie es dir jetzt da reingeht, wo du im Livestream bist, in deiner Stube, wo du in der Parkarena sitzt, im Town Village Saal, im Mülli-Saal, im -2. Wenn der Ruf dich jetzt trifft, will ich dich einladen, dass du jetzt nicht zurückhaltest. Die Frage, lebt Christus in dir? Lass dich bewegen. Lass ihn ein. Wenn du online von dir aus zuschaust, kannst du in dem Moment auf den Live-Gebet-Button drücken und es hat Leute, die mega lieben, mit dir ein Gebet sprechen von dieser Einladung. Du bist herzlich willkommen, um das zu tun. Und wenn du jetzt in einer von unseren Locations sitzt, wo du das physisch machen kannst, dann bitte ich dich, einen ersten Schritt von Mündigkeit zu zeigen und nicht zurückzuhalten, sondern jetzt deinem Nachbarn einen Ellenbogen zu geben und zu sagen, hey, betest mit mir. Du kannst auch noch warten bis nachher, bis dann wieder Musik spielt. Hey, betest mit mir das Gebet. Und wenn du da bist und allein bist und niemand kennst, dann haben wir in jeder Location von uns Staff, Angestellte, die sind irgendwo sitzen, bei uns ist ein Timon und ein Reto da, dann darfst du im Verlauf während dem Worship zu dieser Person gehen, mit ihr reden. Und das machen, weil es ist mega wichtig, dass du dich entscheidest, die Verbindung mit Christus einzugehen. Also das ist meine herzliche Einladung. Und ich weiss, es braucht eine gewisse Reife. Das ist ein erster Schritt von dieser Reife. Jetzt bist du vielleicht auch da und sagst, ja, ich bin schon lange, gehöre ich dazu, ich weiss es, ich bin verbunden mit ihm. Dann möchte ich dich einfach einladen, dir die Frage zu stellen, wie steht es um deine geistliche Reife und um deine Mündigkeit? Sieht man in deinem Alltag, dass Jesus in dir lebt? Oder so ein bisschen anders gefragt, wie viel Jesus steckt in dir? Ich habe da ein paar Gedanken dazu. Drückt sich Jesus aus in deinem Handeln? So wie du schaffst? So wie du deine Freizeit gestaltest? So wie du deine Entscheidungen triffst? So wie du dich investierst in Projekte, Vereine, in der Kirche, in andere Menschen? Sieht man Jesus oder sieht man das Kätti? Drückt sich in deinem Reden Jesus aus? So wie du über andere Menschen redest? So wie du mit anderen Menschen redest? Oder in der heutigen Zeit, so wie du deine Tastatur am Mobilephone oder am Computer bedienst? Drückt sich Jesus in deinen Beziehungen aus? Bereicherst du andere Menschen? Werden sie gestärkt durch dich?
Ich kann dir die Frage allen nicht beantworten. Und das ist auch gut so. Weil Reife heisst, es ist in dieser Verbindung zwischen dir und Gott. Aber ich wünsche mir, dass du mitnehmen kannst und es dich bewegen kann. Und nimm doch das mal mit für den heutigen Tag, für die kommende Woche. Vielleicht, wenn du in dem Kapitel weiterliest. Und ich sage dir eins, wir werden das auch noch vertieft anschauen in den kommenden 2 Sündigen. Und dann will ich da noch etwas sagen. Wenn wir von geistlicher Reife reden, dann reden wir nicht von irgendwie diesen krassen Typen, die da auf dieser Bühne stehen und alles wissen. Sondern geistliche Reife zeigt sich in deinem Alltag. Geistliche Reife zeigt sich im Daily Life, dort, wo es niemand sieht. Geistliche Reife ist nicht auf den Bühnen vom Leben, sondern in den Tälern vom Alltag. Je reifer du bist, desto mehr werden Menschen Jesus begegnen, wenn sie dich sehen. Geistliche Reife wächst und kannst du nicht kaufen, kannst du nicht erlesen, kannst du nicht irgendwie anlernen, nicht durch die richtige Person bekommen, sondern in der Verbindung mit Christus. Verbringst du Zeit mit Gott. Zeit im Wort von Gott. Zeit im Gebet, wo du einfach mit ihm redest. Geistliche Reife, der Kolosserbrief zeigt es uns wunderbar aus. Also die Verbindung mit Christus wächst wo? Im Leib von Christus, in der Gemeinde. Du kannst nicht allein wachsen. In dieser Gemeinschaft der Gläubigen ist ein Wunder, ein Geheimnis. Und das muss nicht GVC heissen, aber wenn du Solo-Christ bist, bitte schliess dich in einer Gemeinschaft an, egal wie sie heisst. Weil geistliche Reife wächst in der Gemeinschaft von Gläubigen, im Leib von Christus und er ist das Haupt. Und eben, geistliche Reife zeigt sich in der Praxis, im Alltag. Ich möchte euch einladen, wo immer du bist, zum Aufstehen fürs Gebet und ich möchte beten für uns, dass diese Texte in uns etwas auslösen können. Und so stehen wir vor dir, überwältigende, gewaltige, beeindruckende, mächtige, alles überragende Christus, Retter, Gott, wir danken dir, dass wir wohl da sind oder im Livestream sind, weil wir irgendwie eine Teilerkenntnis von dir haben, dass du dich uns gezeigt hast. Wir sind beeindruckt von deiner Größe, von deinem alles Überragenden. Und in dem Moment kann es gut sein, dass uns auch auffällt, wo wir andere Sachen als Ersatz für dich in unserem Leben installiert haben. Wir wollen heute sagen, du bist genug. Du bist alles. In dir ist alles. Ich bete für erweiterte Erkenntnis an dem heutigen Tag, dass wir dich erkennen können. Sehen, wer du wirklich bist. Ich bete für Schlüssel, um in dieser Verbindung mit dir zu wachsen. Ich bete für unsere Gemeinde, ganz konkret GVC Winterthur, dass wir ein Ort sein können, der reift in dir, Jesus. Du bist unser Haupt. Du bist überragend, du bist gewaltig. Und wir geben uns in die Hierarchie als dein Lieb. Und wir glauben, dass wir da drin profitieren können, gewinnen, reifen, wachsen, weil es deine Gemeinde ist. Nicht, weil sie krass, cool, schön, genau so wie wir auch sind, sondern weil sie in der Unterschiedlichkeit dich repräsentiert. Wir sagen, dir gehört der erste Platz. Und wir bekennen, dass wir dich brauchen. Christus, du bist genug. Christus, du bist genug. Amen.